Rund 2 Millionen Menschen sind in Konzentrationslagern inhaftiert, so die UNO und weitere Organisationen. Anlässlich dieser Problematik fand heute im Bundestag eine Debatte über Menschenrechtsverletzungen in China statt. Ein Antrag der Grünen zur Aufklärung und Ahndung anhaltender Menschenrechtsverbrechen in der autonomen Region Xinjiang wird wohl von den übrigen Fraktionen anerkannt werden. Gül Bahar, eine Geschäftsfrau, die zwischen Kasachstan und China Handel betreibt, wurde am 22. Mai 2017 verhaftet und inhaftiert. Laut eigener Aussage sei sie aufgrund einer unberechtigten Verleumdung, also ohne jegliche Grundlage, festgehalten worden. In Senken saß sie mit 30 bis 40 Mitinsassen auf einer 7x3 Meter Zelle. Die Insassen sollen sich gar mit dem Schlafen abgewechselt haben. Als der Asien-Experte James Palmer von Foreign Policy in einer Live-Übertragung im TV von dem Leid der Uiguren erzählte, konnte dieser seine Tränen nicht mehr innehalten. Alle Uiguren, die Bekanntschaft mit ihm gemacht hätten, seien inzwischen verstorben. Um die Flüchtlinge unter Kontrolle zu halten, gab die schwedische Regierung bekannt, dass Personenkontrollen an der schwedischen Grenze für weitere 3 Monate verlängert werden. Die Türkei wurde zum chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor eingeladen. Die Teilnahme der Türkei an dem Wirtschaftskorridor sei für alle Länder der Region nützlich, so der Parlamentssprecher Asad Kaiser. Im pakistanischen Staatsradio verkündete Kaiser von der Wichtigkeit der Beziehungen der Türkei und Pakistans, sowie, dass diese in Zukunft von der neuen Regierung weiter ausgebaut werde.